Liebe Tibeter, liebe Freunde des tibetischen Volkes, wir sind alle hier miteinander versammelt und ich freue mich sehr, dass ich im Namen der Parlamentarischen Gruppe für Tibet heute zu Ihnen sprechen darf, aber ich darf es auch im Namen der Grünen Partei tun. Und es ist mir eine große Ehre, das zu tun. Heute jährt sich zum 52. Mal der Volksaufstand in Tibet. Sie alle begehen ihn seit vielen Jahren mit einem Gedenktag gegen das Vergessen dieses Unrechts, für die Solidarität, für die Zukunft Tibets in Würde und Freiheit. Und wir möchten das, wo immer wir können, unterstützen und sie begleiten. Es geht um das legitime Recht des tibetischen Volkes auf Selbstbestimmung und Bewahrung seiner kulturellen und religiösen Identität, welches bis heute von der Volksrepublik China nicht anerkannt wurde und wie wir gehört haben, soeben wie mir übersetzt wurde, es immer mehr Rückschritte anstatt Fortschritte gibt. Sie wissen es alle, die Schweiz beabsichtigt, ein Freihandelsabkommen mit China abzuschließen. Ich habe deswegen für die Fragestunden im Nationalrat dem Bundesrat zu dieser Frage, zum Freihandelsabkommen eine Frage gestellt. Nämlich, wie mit solch einem Freihandelsabkommen die berechtigten Anliegen der Tibeterinnen und der Tibeter und anderer Minderheiten in diese Verhandlungen um dieses Freihandelsabkommen eingebracht werden soll. Wir alle werden sehr gespannt sein auf die Antwort des Bundesrates am nächsten Montagnachmittag. Denn eines ist klar, liebe Freunde und Freundinnen, ein Freihandelsabkommen darf nie mit China abgeschlossen werden, wenn nicht die Menschenrechtsfrage, die Minderheitsrechte geklärt sind und die ökologischen Standards verlangt werden. Es geht konkret um die Forderungen, die auch ganz stark Tibet betreffen. Die Erklärung von Bern hat zusammen mit der Gesellschaft der bedrohten Völker und der Gesellschaft Freundschaft Schweiz-Tibet die Forderungen an das Parlament zusammengetragen. Die Forderungen sind, dass eine verbindliche Menschenrechtsklausel eingebaut wird. Eine zweite Forderung ist, dass die Schweiz menschenrechtliche Folgeabschätzungen durchführt. Das heißt zum Beispiel, welche Auswirkungen hat dieses Freihandelsabkommen auf die Bodenschätze im Tibet, dort wo Raubbau betrieben wird, in ihrem Land? Welche Folgen hat es, wenn die Schweiz dieses Handelsabkommen eingeht für Minderheiten, die in diesen Gebieten, wo es Rohstoffabbau gibt, wohnen, die dort ihre Heimat haben? All das muss mit China abgeschlossen und berücksichtigt werden. Weiter fordern wir gemeinsam mit diesen Organisationen im Parlament, dass transparent über diese Freihandelsabkommen, über diese Gespräche informiert wird, dass wir wissen, was miteinander verhandelt wird, worüber verhandelt wird und dass eine Mitsprache mit eingeschlossen wird, die es auch zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Ihnen als Tibeterinnen und Tibeter erlaubt, sich eben hier ihre Rechte und ihre Forderungen in einem solchen Abkommen zu formulieren. Wir brauchen eure Unterstützung von unten, von der Zivilgesellschaft her, von euren vielen engagierten Organisationen her, um dies durchzubringen. Und ich denke, und das möchte ich hier noch anfügen, wir haben als Schweiz eine sehr große Verantwortung, nicht nur gegenüber
Tibet, weil wir mit China, unserem bald größten Handelspartner, so viel wirtschaftliche Beziehung pflegen. Wir haben in diesen Wochen, die vergangen sind und die vor uns liegen, auch eine große Verantwortung, wenn wir schauen, was in Nordafrika und im Nahen Osten passiert. Dort ist eine Demokratisierung im Gange. Die Menschen wie Sie fordern Freiheit, sie fordern Demokratie, sie fordern Mitsprache, sie fordern Einhaltung der Menschenrechte und sie fordern Selbstbestimmung über ihre eigenen Ressourcen im Land. Und hier haben wir als Schweiz immer profitiert. Wir haben mit diesen Regimes Beziehungen abgeschlossen. Und hier müssen wir als Schweiz heute unsere Verantwortung übernehmen und uns mit diesen Menschen, die dort um ihr Leben kämpfen, für Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung einstehen und sie unterstützen und ihnen auch Hilfsgüter schicken, wo immer wir können. Und diese Solidarität, das möchte ich Ihnen auch mitgeben, die überträgt sich eben von Nordafrika in den Nahen Osten bis nach China, bis ins Tibet. Und daher finde ich es auch unglaublich wichtig, dass Sie auch 52 Jahre danach daran bleiben, diesen Gedenktag, wieder das Vergessen für die Solidarität durchführen und uns allen auch Mut und Stärke mitgeben an diesen wichtigen Themen der Menschenrechte, der Stärkung der Identität und der Selbstbestimmung dran zu bleiben, gerade in der Schweiz, wo wir wissen, wir profitieren eben auch von allen diesen Ländern, damit es hier uns so gut geht in der Schweiz. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Mut und viel Solidarität weiterhin. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Meier-Graf.